So, Freunde, seid ihr bereit für ein Treffen mit Narisha in der Sturmwolke? Alles klar, auf geht's! Komm her, Aurora, du wirst gebraucht! Okay, Trappo folgt uns auch, das ist sehr schön. Mit der riesigen Kürbis, mit dem riesigen Kürbis voller Kürbissuppe. So wollte ich eigentlich sagen. Ja, wo ist eigentlich die Sturmwolke hin? Ist sie verschwunden? Wo ist sie denn hin? Ah, da drüben ist sie. Oh man, das kann ja alle Daumen, bis ich da bin. Das find ich aber richtig mies. Ja, Freunde, ganz ehrlich, ich frage mich zum einen, wo ist Narisha in der Sturmwolke? Weil wir waren da sicher, wie schon im letzten Part gesagt, sicher schon etwa 10 Mal und wir haben ihn da nie gesehen. Also von daher müssen wir vielleicht noch etwas Besonderes tun oder so, um ihn herzulocken. Trappo, kommt er noch? Wir haben Trappo abgehängt, cool! Wir sind ihn los. Oder? Oh nein, er hat ihn aufgeholt. Scheiße, der ist schneller als mir. Okay. Ja, das ist die eine Frage, die ich mir stelle. Und die andere ist er uns wirklich feindlich gesinnt? Wie groß ist er? Müssen wir mit ihm kämpfen? Naja. Ganz viele Fragen habe ich wieder mal. Und das Spiel ist auch so geil, Freunde. Also, ich finde wirklich, es gehört zu meinen Lieblings-Zelda-Spielen bisher. Wenn es wirklich auf eine Grafik her und allem gut, ja, ich meine, ist eine Mischung aus Twilight Princess und The Wind Waker, aber ich finde, es passt wirklich sehr gut und ich muss sagen, es ist auf einem guten Weg, in meine Top 3 zu kommen. Meine Güte, was ist denn hier mit den Wirbelstürmen los? So, da sind wir endlich. Einzige Kritikpunkte bisher. Zum einen Trappo. Okay, das ist jetzt eher ein Scherz gemeint, aber vor allem Fai. Mit ihrer dämlichen Erzählweisen zu. Aber naja. Oh meine, die fliegenden Tausendfüßler. Ich hoffe nur, die lassen Trappo in Ruhe. Okay, mir kann es eigentlich egal sein. Geht auf Trappo los, nicht auf mich. Oh Mann, jetzt reicht's mir aber. Kommt her! Ich habe einen Tornadostoß drauf. Das ist Regenbogen, alles klar. Tja, wo ist jetzt Narisha? Ich sehe den gar nicht. Nö, ich sehe nichts. Dann lande ich mal hier. Oh, das war keine gute Idee, ja. Okay, Trappo, lass es hier und dann geh du mal, ja. Das ist ein komischer Ort. Ich habe das Gefühl, dass hier gleich etwas ganz Großes erscheint, ja. Was du nicht sagst, hey. Ich mache mich mal dann vom Acker. Ja. Aus dem Stab wohl eher. Oh. Oh. Na klar, der kommt jetzt raus dem Wolkenhort oder sonst aus dem Himmel. Ist das der Windfisch aus Link's Awakening? Wow. Nee. Der sieht ein bisschen besser aus. Ihhh, was wächst denn den da raus? Das ist eine Mischung aus Windfisch und Oktopus? Pfui Deibel. Link. Große Himmelsgeist, Narisha. Das ist nicht euer Ernst, Leute. Okay, mach erstmal nix. Schildwehr gezückt. Ich bleib mal hier unten, ja, bis was passiert. Was war das? Ach, das war was. Moment mal schnell, das haben wir gleich. Das haben wir gleich. Verdammt, was anderes. Komm schon. Ja. Verdammt. Treff die Augen nicht. Die sind sicher bösartig, oder? Okay, pure Munitionsverschwendung. Ich fürchte, es ist wirklich das, auf das ihr natürlich alle gewartet habt und auf das ich mich irgendwie freue, aber irgendwie auch nicht. Und zwar geht es darum, gegen ihn zu fighten. Ja, das heißt, was ich mir darauf nicht freue, ist, von ihm platt gemacht zu werden. Ihn anvisieren oder so? Natürlich nicht. Okay, ein Auge ist futsch. Wie das hier aussieht, ey. Sind wir hier bei Men in Black oder was? Die gehen auch immer so grün auf. Wow, seid ihr Marsmenschen? Das sind Marsmenschen, Marsmenschenaugen. Toll, wie treffe ich den? Oh, das war... Oh, was? Ich bin berührt. Okay, Herzabzug. Wird nicht schön. Oh, verdammt, das ist ausgewichen. Nö. Oh, der war es nicht gut, der war nicht gut. Oh. Bleib hier, Mann! Was ziehst du für Runden da? Ich merke gerade, der macht gar nichts. Ich habe doch schon was! Wow, jetzt kommt seine Hilfen zum Einsatz. Wow, Hilfe, Freunde! Jetzt reicht's mir. Oh, der war klar, der war sowas von klar. Das habe ich schon gesehen, gerochen, gespürt, bevor der überhaupt kam.
dämmerer Schwanz, ey. Was bist du eigentlich? Bist du wirklich ein Windfisch? Mann, ey. Was haben die Götter bloß für Fantasien? Oder wohl eher Nintendo, dass die so ein Vieh machen? Aber was bist du für eins? Okay, wie viele Augen sind es noch? Eins? Mach ein bisschen großen Bogen um ihn. Oh, das ist genau unter mir. Okay, sind noch ein Auge. Ein Augenfisch. Moment mal, dann noch zwei andere. Wow, das war knapp. Sorry Leute, wenn ich gerade etwas laut bin. Mann! Der Tausendfüßler, verschwinde mal! Oder ich mach die Beine! Das ist selber schuld. Nein! Oh, ich hatte ihn fast, Ich hab ihn! Das war's. Natürlich nicht. Wäre zu schön gewesen. Oh mein Gott, ist er eigentlich ein Hohlraum oder was für Monster? Alter Scheiße, okay, der schießt euch garantiert ab, oder? Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt? Na komm, na komm. Oh. Na ganz toll, wie mache ich das? Landen? Versuch's mal. Ja, geht gar nicht! Hätte mir das vielleicht einmal einer früher sagen können, Menschenskind. Oh, wo ist der? Ah, da ist er. Die Neuerungen sind noch weg, sehr schön. Erstmal Herzen sammeln. Mein Gott, was ist das für ein Vieh, ey? Das ist eine Art Parasit oder sowas. Oh mein Gott, so, wo ist er jetzt? Sehe nicht mehr. Hallo, wo ist er? Ah, da hinten. Vielleicht muss er frontal auf ihn zu! Oder muss einfach schneller sein. Wie locke ich den da raus? Dann muss ich echt nur auf seinem Schädel Platz machen. Verdammt, ich bin echt zu langsam. Einfach hier oben warten. Ich versuche mal hier zu landen. Okay, so klappt es auch nicht. Ja, ich gebe zu, ich war ein bisschen zu spät dran. Scheiße. Der Part. Mal zu lange. Wieso war es gerade rot? Egal. Der macht ja gar nichts mehr. Was stehst du in der blöden Ecke rum? Wie mache ich das? Okay. Oh, es tut wirklich weh. Es tut weh. Okay, da tut mehr weh. Wieso überhaupt? Was macht denn das Vieh da? Muss ich jetzt echt einen Hohlraum von dem gehen und da rausholen oder wie? Seht ihr, ich kriege keinen Schaden. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Muss ich echt da Platz machen? Ah, warte. Komm schon, Aurora. Lass mal nicht im Stich. Okay, ist doch so gewesen. Ich muss genau hier landen, dann kommt er raus. Ich würde sagen, Pfeil und Bogen, wa? Was? Fauläugiger Riesenparasit? Ups, den haben wir gerade nicht gesehen. Das ist nicht schön. Frei, was sagst du dazu? Du stehst Paras gegenüber. Ah, Mann, Nintendo, wie kommt immer auf die Namen? Dieser gewaltige Parasit, den man auch Riesenparasit nennt, hat Narisha befallen. Er kontrolliert seinen Wirt vollständig nach seinem Willen. Mehr Details. Das war sowas von klar. Ja, schon gut. Nein. Aus. Fei. Hör auf. Programm abschalten. Okay, ich stoppe das Ganze mal zurück. Ups. Das muss irgendwie gehen. So wollte ich es eigentlich machen. Jetzt kann ich da runter. Ich glaube, den nicht so, wie ich es gerne hätte. Ja, versuch mal einen Himmelhieb nachher. Nee, klappt alles nicht, ey. Ups, das wollte gar nicht. Sorry. Mann, ich wollte eigentlich Pfeil und Bogen nehmen. Bin ein bisschen nervös, keine Details. Dankeschön. So, das wollte ich. Oh, das war fail. Wow. Ich bin rutschig hier oben. Link. Voll daneben, wie kann das eigentlich sein? Link, mach einen Himmelhieb! Hallo, wie kann ich den treffen? Oh, ich habe eine Idee. Aber muss ich da hochklettern oder was?
Nee, ich kann da nicht hoch. Okay. Was hat ich nach dem Petto? Mein Schild, der gleich zerbricht! Aber das mit dem Pfeil und Bogen kann nicht sein, ey. Ich versuch's die ganze Zeit, aber... Na, komm schon ins Auge, ins Auge! Oh, Mann! Ich treffe ihn einfach nicht, Leute. Nee, das Auge geht auch nicht. Okay, was mache ich jetzt? Das bringt alles auch nichts. Mann, ey. Ich kann im Himmelhieb um die Ohren pfeifen, so viel ich will. Es bringt alles nichts, Mann. Was mach ich jetzt? Okay, ich bin nahe dran, aber lass mich mal kurz überlegen, während ihr seine Geschosse abwehrt. Das klappt soweit ganz gut. Aber irgendwie klappt es einfach mit dem Angreifen noch nicht. Wo liegt das Problem? Wo ist das Problem? Ja, was habe ich denn sonst noch zu bieten? Eigentlich nicht mehr viel. Mal gucken. Geht's zurück? Nee, das bringt alles auch nichts. Muss ich hinter ihn. Okay, verlieren bringt alles auch nichts. Hoch komme ich nicht. Ich denke auch, ich könnte ihn irgendwie hochgleiten und dann... Ah, geht auch so, okay. Da ist mal was Neues. Ah! So ist es! Ja, wo hätte ich das denn wissen sollen? Vor allem... wir müssen doch bisher immer nur alle Geschosse mit dem Schild abblocken. Okay, jetzt in sein Auge. Hab schon eine Idee. Von oben nach unten mit dem Wirbelwind. Jetzt bist du dran, ey. Was kann ich auslegen in unserem Master-Schwert? Weil das Vieh müsste eigentlich tot sein. Wohlgemerkt, Freunde. Das Vieh müsste tot sein. Mann, ist das alles, was du kannst? Leute, das Vieh ist lahm. Jetzt kriegst du halt die Bretter, hey, dass dir Hören und Sehen vergeht. Na gut, Hören kann Sehen nicht mehr. Und Sehen gleich auch nicht mehr. Kann runter, Mann. Boah, wie Ding schnell zuschlägt. Leute, ich wundere mich echt, dass das Vieh noch lebt, hey. Ich meine, wir haben das Master-Schwert. Okay, gut. Bei Ganon in A Link to the Past hat es auch nicht viel gebracht. Da müssen wir das Schwert auch zweimal upgraden, hey. Was ich ein bisschen, ganz ehrlich gesagt, ein bisschen bescheuert fand, aber egal. Wir sind ja bei Skyward Sword, nicht bei A Link to the Past. Und jetzt komm schon. Oh. Sorry, mein Fehler. Ah, du bist ein bisschen cleverer. Ja, oder? Nee, wir sind noch ziemlich dämlich. Hä? Ups. Sorry, Leute, das war mein Fehler. Jetzt drehe ich mich ein bisschen besser. Irgendwoher kenne ich den, ich weiß bloß nicht woher. Na gut, erinnere mich ein bisschen wegen Luftkampf und so an Volvagia, also Queen of Time, aber von außen überhaupt nicht. Narisha, jetzt stürzt bitte nicht ab! Ach du Scheiße, wo kommen wir jetzt hin? Tot. Tot! Leute, Link ist tot! Oder doch nicht? Nein! Narisha ist wieder da und er sieht auch wieder ein bisschen glücklich aus. Was der für Löcher hat, hey. Oh, die Stimme finde ich auch nicht übel. Du warst immer meine geliebte Kürbissuppe brachte. Ja, Pickleface. Man hat ja viele Pickel da. Und du hast mir von diesem Monster gehört, das meinen Geist und meinen Körper befallen hat. Der Geruch meiner geliebten Suppe hat mich hergeführt. Ich danke dir, Jüngling. Ey. Ich bin Narisha, ein Diener unserer Göttin Hylia und ich herrsche über das Wolkenmeer. Ah, ein Diener von Zelda also. Ich verstehe. Der Name ist also Michael. Ein klangvoller Name für... Ich wette mir doch, das bringt er bei jedem Namen, den ihr bringt. Deine Eltern haben ein gutes Gefühl... Ah, schon wieder den Quatsch. Oh, dieses Schwert. Die Kraft in deinem Herzen. Bist du etwa der auserwählte Held, Michael? Kann es tatsächlich sein? Wenn dem so ist, kann es wohl mich nach dem Triforce zu fragen.
Weißt du etwas davon? Du stellst die Weisheit des großen Himmelsgeistes in Frage? Nun, ich will dir deinen Frevel verzeihen. Pff, Frevel. Meine Vermutung ist also korrekt. Dann will ich dir etwas erzählen. Wie du weißt, unternahm die Göttin alles, damit das Triforce nicht in die Hände der bösen Mächte fällt. Ja, das hat mir Zelda erklärt. Aus diesem Grund hat sie es im Wolkenhaupt versteckt, an einem Ort, den niemand kennt. Selbst ich weiß nicht, wo sich dieser Ort befindet, doch die Göttin gab mir einen Hinweis. Ja, ich will hoffen, guten. Es handelt sich dabei um ein Lied für die Lyra, die du bei dir trägst. Es trägt den Namen Heldenlied. Oh, das sagt mir noch etwas. Das Heldenlied ist so etwas wie der Schlüssel zu dem Ort, in dem das Triforce verborgen ist. Ja, und außerdem der Schlüssel zum Absturz des ganzen Spiels, beziehungsweise damit es nicht mehr weitergeht. Die Göttin hat das Lied in 4 Teile, 4 Stimmen aufgeteilt. Was, 4? Das wären 3 gewesen. Eine der Stimmen kenne ich, doch die anderen 3 wurden an die erhabenen Drachen des Erdlands weitergegeben. Sind also doch 3 Drachen. Du musst die 3 Stimmen des Heldenlieds jeweils von den 3 Drachen erlernen. Ja, die kennen wir ja eigentlich. Also gut, einen kennen wir, die anderen 2. Ich erzähle auch gleich, was ich meine. Wenn du alle 3 Stimmen hast, komm zu mir und ich singe für dich die letzte fehlende Stimme. Hast du verstanden? Besuche die 3 Drachen im Wald von Fajon, am Vulkan Eldin und in der Wüste Ranel. Ganz genau, das werden wir auch machen, Freunde. Doch erstmal, wow, was ist denn hier oben los? Egal, wir springen kurz runter. Ihm direkt durch die Nase, okay, der war auch nicht übel. Moment mal, wenn ich schon mal hier bin, kann ich noch was anderes machen. Hat hier noch Patrouillen gehabt, oder? Die haben wir schon. Okay, bin gerade etwas verwirrt. Ah, sehr gut, das zeigt, dass dann wo Narisha ist, auch nicht übel. Ja, okay, was mache ich jetzt? Ich habe etwa 10 Minuten in dem Part. Ich habe allerdings keinen Bock, jetzt das mit den 3 Drachen jetzt schon zu machen. Ja, wisst ihr was, wir fliegen wahrscheinlich zurück zum Wolkenhort. Und in der Zwischenzeit kann ich euch noch etwas erzählen. So, wegen den 3 Drachen. Ja, das mit den 3 Drachen kenne ich eigentlich schon. Ups, falsche Richtung, sorry. Und zwar liegt das daran, dass mit diesen 3 Drachen auch ein Spielfehler verbunden ist. Sprich, der Fehler tritt eigentlich erst jetzt auf, wenn wir diese 3 Drachen, also ja, vor allem ihre Stimmen suchen. Ja, die Stimmen für die Strophen für das Heldenlied. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Dann soll eben dieser Spielfehler auftreten und durch den können wir das Spiel nicht mehr zu Ende spielen. Und zwar soll der unter bestimmten Umständen auftreten. Und zwar, wenn man irgendwie die Reihenfolge durcheinander bringt. Weil eigentlich könnte man jetzt alle 3, also alle 3 Regionen, sprich hier Fajon, ups, hier unten meine ich Fajon, Eldin, Ranel, könnte man eigentlich völlig in einer kuriosen Reihenfolge, man könnte zuerst nach Ranel gehen, dann nach Eldin, dann nach Fajon oder zuerst Fajon und. Ihr versteht schon. Wir könnten alle, 9 Möglichkeiten sind es, glaube ich, oder 8, weiß gar nicht mehr. Ja, eigentlich wäre es egal, in welcher Reihenfolge wir die Drachen besuchen. Das Problem ist nur, wenn wir jetzt zuerst nach Ranel gehen würden, dann kann es sein, dass dann das Spielfeld ausgelöst wird, wodurch die Ereignisse in Fajon und Eldin, aber die Ereignisse selber kenne ich nicht, ich weiß nur, dass sie dann nicht auftreten. Und dann haben wir natürlich ein Problem. Deshalb mein Rat für euch, wenn ihr jetzt schon hier angelangt seid und mir zugesehen habt, jetzt aber gerne selber weiterspielen wollt, dann macht am besten zuerst Fajon, dann Eldin und dann Ranel. Ich werde das Ganze ein bisschen anders machen, und zwar, ich schätze mal, wird das der übernächste Part sein. Da ich genau weiß, ab welchem Zeitpunkt der Spielfeld auftritt, werde ich es bis dorthin genauso abspielen, wie es eben eigentlich nicht sein sollte. Nein, ich meine, so weit bis wie es eigentlich kein Problem wäre. Und dann, kurz bevor das Spielfeld auftritt, werde ich das Ganze speichern, eine Kopie anstellen. Dann mache ich das, ich sage jetzt mal, das verbotene Event. Dann zeige ich euch, was dadurch passiert, und ja, werde das Ganze natürlich wieder reset, weil wir einen Spielstand angelegt haben. Einen Reserve, der korrekt ist. Und werden dann die anderen beiden Gebiete erforschen. Soweit dazu. Jetzt aber haben wir gesehen, dass wir hier noch einiges zu tun haben. Sidequest-mäßig auch, und weil ich das mit Ranel und so, mit den 3 Drachen, ich jetzt schon anfangen will, machen wir das erst im nächsten Part, also zuerst mal zum Wahrsager. Wie gesagt, Freunde, wenn ihr den Spielfehler nicht auslösen wollt, macht das Gebiet von Ranel zuletzt, das ist ganz wichtig. Und sonst wartet ihr auf, bis ich es mache, dann seht ihr, wo der Fehler eigentlich vorkommt. So, jetzt will ich erstmal zum Wahrsager gehen. Wo ist der? Ja, der Trankbrauer, der Kuckuck, der Kulkan, der Friedhof, da wollen wir eigentlich nicht hin.
Der Rukus. Der ist auch nicht. Langristin, Risa, lololo. Mann, wo wohnt die? Das näher heranzoomen. Hirus, okay. Moment mal, hieß nicht etwas von östlich oder so? Jetzt die Stadt der Götten, das ist zu weit oben. Verarscht mich gerade? Trankbrauer. Nee, der ist er nicht. Kuku auch nicht. Hier oben? Echt? Ja, okay, schau nicht mal nach. Tja, Freunde, nachdem wir dann das Handy komplett haben und dann vermutlich auch das Triforce, ich habe keine Ahnung, wie es genau vonstatten gehen wird, aber ich schätze mal so ähnlich. Dann haben wir das Spiel eigentlich schon mehr oder weniger durch, schätze ich. Man kann also sagen, Skyward Sword nähert sich langsam aber sicher dem Ende. Ganz toll ist nicht da. Mann, wo ist der Trankbrauer? Trankbrauer, der... Ihr wisst schon, wen ich meine. Der Wahrsager, genau, jetzt hab ich's. Ich merke gerade, wie mühsam es ist, einen Part nach dem anderen aufzunehmen. Hey, ihr glaubt gar nicht, wie schnell man heißer wird. Das ist unglaublich. Wo soll jetzt der Alte sein? Moment mal, bevor ich jetzt hier weiterhin ziellos umherstiefle, gehen wir mal schnell zurück. Und zwar hier in einem Fragen einfach nochmal. Wo soll das Link, dankeschön. Link braucht auch immer eine extra Einladung. Ist nicht zu fassen. So, wo ist jetzt der Wahrsager? Ein anderes Mal gerne. Ja, ich verstehe. Mir soll man normal Knacker auch Gesellschaft leisten. Du sagst es. So, wo ist er jetzt? Was im östlichen Teil des Wolkenhorts? Für Freunde kann es sein, dass sein Haus nicht... nein, jetzt sowieso nicht. Dass sein Haus nicht angezeigt wird, weil wir da noch nie waren. Wäre natürlich nur logisch. So betrachtet, aber ich dachte eigentlich, da müssten Mann, kann ich mehr reden. Müssten eigentlich alle angezeigt werden. Aber egal. Sie ist sehr östlich, okay. Haben wir hier noch viele Hütten? Da waren wir schon. Ja, versuch's mal hier drüben irgendwo. Okay, haben wir 3 Gebäude. 3 Häuser, wenn man so sagen. Soweit alles klar. Was ist denn das da noch? Wer wohnt denn hier? Okay, das ist der Händler. Ja, wie gesagt, der Händler, aber... Vielleicht hat der ja noch einen Hinweis für uns. Einen Tipp oder was weiß ich alles. Wow, hey, wie sieht die denn aus? Viele Gegenstände sind äußerst wertvoll. Pass ja auf, dass du nicht Zwang kaputt machst, ja? Da sprichst du mit dem Falschen, Lady. Ich wollte eigentlich... Rennen wollte ich. Schaut mal her. Das ist gar keine Freude. Was soll das so fliegen? Hä, was fällt dir ein? Das ist kein Blödsinn, ja? Ich habe das selber berechnet. Sie will kein Ausflug mehr. Her mit dem Geld, sofort. Boah, wie fies. Einfach abgezogen. Mann, ey, ich bin der Auserwählte, du fette Schachtel. So habe ich es gesagt. Ja, jetzt könnt ihr mich verfluchen, ich hab's gesagt. Menschenskind, hey. Trotzdem, wo ist der Alte hin? Wo ist der bloß? Mir fällt gerade auf, wer ist eigentlich cool kann. Also einen Händler, haben wir hier dann wirklich einen Händler gehabt? Oder heißt der Wahrsager und das ist seine Frau? Ich bin gerade etwas verwirrt, gebe ich ganz ehrlich zu. Aber okay, wenn das wirklich ein Haus ist, dann muss er hier ja irgendwo sein. Da will er sich gerade von der Klippe stürzen. Ich will ihn zwar nicht aufhalten, aber okay. Ja, doch, ich will ihn eigentlich schon aufhalten. Kann ich hier rein? Nö, natürlich. Wieso auch? Mann, wo ist der? Hallo, hier östlich hat's geheißen. Mann! Hier oben ist er auch nicht. Oh oh. Freunde, es kann wohl nicht wahr sein. Habe ich hier oben
Die war ich noch gar nicht. Okay, dann muss er hier wohnen. Hallo, Wahrsager. Mach die Tür auf, sonst dreht ihr sie dir ein. Der Link ist da, na geht doch. Oh. Oh ja, die Kugel hat einen schönen Risse. Es ist vorbei, so kannst du nicht alles aus. Mein Kristall ist kaputt, so kann ich nicht mehr in die Zukunft sehen. Mein sanften Augen sind betreten und gebrochen zu ein wunderschöner Kristall. Oh, wenn ich auch bloß einen neuen Kristall bekäme. Ah, das ist der Junge, der nach den Propeller aus den Wolken... Ja. Was, ist mein Kristall auch ein Gegenstand aus der Welt unter den Wolken? Na klar, und am Anfang hieß es noch, eine Welt unter den Wolken gäbe es nicht und... Ach, meine Fresse. Und der Huck hat ihn mir verkauft. Vielleicht gibt es unten noch einen Kristall, so wie meiner. Wo soll ich jetzt da unten einen Kristall suchen? Moment mal. Gebäude Wolken, genau! Freunde! Ja, mach das, Fei, mach es. Unterbrich mich nicht ständig. Was? Was ist aber jetzt gerade darauf verzichtet, die Aura suchen. Ja gut, die brauchst du sowieso nicht. Oder geht das Event nur, wenn ich... Ja, Ja, fahre ich als mit ein. Ich brauche sie vermutlich gar nicht, aber... Es kann ja sein, dass sonst ich dieses Event nicht abschließen kann. Ja, gut, danke. So. Soweit so gut. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist nämlich, dass wir doch beim zweiten Tempel war das, mittels des Greifhakens, ich glaube das war im letzten oder vorletzten Part, nee, muss sogar im vorletzten Part gewesen sein, ja auf alle Fälle war es schon eine Weile her, da wollte ich doch mit dem Greifhaken da oben hin, aber hab dann gemerkt, geht gar nicht. Als wollte man uns verarschen oder so. Und da war doch so eine Art Kristall-Dingsbums. Ich weiß nicht, ob das wirklich das ist, aber was soll es sonst sein? Alles klar, Aurora. Für den Rest des Parts machen noch ein paar Sidequests. Nachher könnte ich eigentlich noch auf dem Rückweg bei der Kürbisbar vorbeifliegen. Da wollte die Alte doch auch noch etwas von mir. Du gehst hin, also da lang. Da lang geht es. Apropos Sidequests. Wie viele Juwelen haben wir eigentlich? 52. Sagt jetzt was von 60 oder von 70? Ich weiß gar nicht mehr. Oh Mann, mein Gedächtnis mal wieder. Ich glaube es waren 70. Aber sicher bin ich mir da nicht. Uns fehlt noch so viel Geld. Denn Geld regiert die Welt. Wow. Das war knapp, Freunde. Wisst ihr wieso? Ich bin ja wohl der Fullspacken schlechthin. Ich hätte doch jetzt beinahe das Event hier ausgelöst. Also viel ich weiß, soll das ausgelöst werden, sobald wir das Teil hier betreten. Aus eines der 3 Gebiete. Oh Mann. Hey, bin ich heute dämlich oder was? Boah, das war aber echt knapp, hey. Okay, wir machen das jetzt. Wir machen es so. Wir legen es nochmal schnell zurück zum Vulkanhort. Den haben sie mal jetzt aktiviert. Das heißt, sobald wir das Ganze mit den Drachen hier erledigt haben. Ich hoffe, das dauert nicht allzu lange. Dann gehen wir endlich auf die Sidequest suchen. Oh Mann, hey. Das war jetzt aber wirklich verdammt knapp. Gehe ich ein bisschen hin. Heute sowieso nach Ranel, alles klar. Dann hier runter. Und hier speichere ich auch ab. Und dann im nächsten Part, wie gesagt, geht's ab nach Ranel. Dann holen wir uns die erste Stimme des Drachens dort. Wüstendrachen, wie auch immer. Da will auch noch was. Was ist mit dir schon wieder? Hallo Michael, du bist auch schon unterwegs, wa? Ja, kann man so sagen. Stru? Okay. Wir waren da gerade, Mann. Okay, wir haben ganz schön viel zu tun. Nee, die Kürbisfrau will was von uns. In der Sturmwolke ist offenbar der Stru. Wer war das schon? Ach ja, genau, dieser lange Lulatsch, genau, der Blondschopf. Und für den Wahrsager sollen wir einen Kristall im Erdland holen. Also beziehungsweise im Vulkan Eldin. Ganz schön viel zu tun, aber alles für einen anderen Part. Jetzt erst im ersten Part gehen wir nach Ranel, holen uns diese Stimme da und dann sehen wir doch mal, was es genau mit diesem Spielfehler auf sich hat. Also, bis zum ersten Mal bei Zelda Skyward Sword. Schaut zusammen. Ja!